SRF Audio. Donald Trump steigt die Treppe hoch zur Air Force One. Bei der Tür dreht er sich nochmal um, er winkt, dann steigt er ein. Genauso hat sich das schon unzählige Male abgespielt, aber diesmal sitzt der Präsident nicht ab auf irgendeinem bequemen Sitz da im Flugzeug drin. Nein, der wird gleich wieder in einem Cateringwagen aus dem Flugzeug rausgeschleust. Offenbar war die Gefahr so groß, dass der Iran den US-Präsidenten töten will, dass man Trump zu einem anderen Flugzeug gebracht hat. Könnte der Iran tatsächlich den US-Präsidenten töten und wie gefährlich lebt Trump eigentlich? Das besprechen wir heute bei News Plus. Ich bin Raphael Günther. Trump in so einem Cateringwagen, in seinem Container, die man am Flughafen überall sieht. Wenn ich das Bild vor meinen Augen habe, dann habe ich auch ganz viele Fragen dazu. So, wie sah das jetzt genau aus? Ist er gesessen, gestanden, umringt von Personenschützerinnen und Schützern oder diskret nur mit ganz wenigen Leuten dann in diesen Wagen da eingestiegen, als er rausgeführt wurde? Wir wissen es nicht, werden es wohl auch nicht erfahren. Passiert ist das alles Anfang Juli in Ankara in der Türkei. Da fand der NATO-Gipfel statt, wo der US-Präsident natürlich hingereist ist. Der US-Geheimdienst ist dann aber offenbar an Informationen gekommen, dass es eine konkrete Bedrohung aus dem Iran gibt. Und deshalb kam es zu diesem Flugzeugwechsel. Da haben zuerst US-amerikanische Medien darüber berichtet. Und Donald Trump selbst, der hat es bestätigt. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Er mache einfach das, was der Secret Service sage, hat Trump erklärt. Wurde eben in Ankara aus dem Flugzeug via Container zu einer anderen Maschine gebracht, zu einem kleineren Militärflugzeug. Und das ist ein echtes Täuschungsmanöver, das meinem heutigen Gesprächspartner so auch noch nicht begegnet ist. Dass jetzt ein Präsident umsteigt im Flieger, das ist das erste Mal, dass ich das gehört habe. Hans-Jakob Schindler ist das. Er ist Terrorismusexperte, Senior Director beim Counter-Extremism Project, langjähriger Berater des UNO-Sicherheitsrats und er hat auch schon in Teheran im Iran auf der deutschen Botschaft gearbeitet. Aus dem Flugzeug heimlich wieder aussteigen, das ist also sicher mal selten. Was immer stattfindet, ist, wenn er mit dem Hubschrauber fliegt, dann fliegen immer zwei Hubschrauber. In einem Hubschrauber sitzt er und im anderen Hubschrauber sitzt er nicht und man weiß dann normalerweise nicht, in welchem jetzt der Präsident eigentlich sitzt. Und weil Trump grundsätzlich gefährlich lebe, schätzt Schindler die Bedrohung, die es da offenbar in Ankara gab, als sehr real ein. Das iranische Regime hat offiziell mehrfach auf mehreren Kanälen gesagt, dass es ihr Ziel ist, Donald Trump zu töten. Ist es denn realistisch, dass der Iran den US-Präsidenten hätte töten können, Anfang Juli in Ankara? Also es ging um einen ganz bestimmten Zeitpunkt und auch um einen ganz bestimmten Ort. Also es war klar, 100% auch pressebekannt, wann und wo der Präsident in Ankara ankommt und wann und wo er wieder von Ankara abfliegen wird. Und der Iran hatte in dem aktuellen Konflikt schon bewiesen, dass er überhaupt keine Hemmungen hat, auch Richtung Türkei Raketen zu schießen. Jetzt ist die Frage natürlich, ist die Air Force One, und es war ja die klassische Air Force One, Sie erinnern sich, vor dem Abflug gab es noch Diskussion, fliegt er jetzt mit dem neuen Flieger von Katar oder doch die, in Anführungszeichen, alte Air Force One, die alle Abwehrmaßnahmen schon hat, wegen des iranischen Bedrohungslage. Also insofern war schon klar, dass wenn es so genau bekannt ist und er so nah dran ist und der Iran schon mehrfach auf die Türkei mit Raketen geschossen hat, dass natürlich dann die US-Administration und der Sicherheitsdienst nicht wirklich irgendwelche Unsicherheiten da haben möchte und deswegen offensichtlich zu dieser Maßnahme gegriffen hat. Welche Möglichkeiten hätte denn der Iran überhaupt gehabt, das zu machen, ganz praktisch? Also praktisch ist natürlich dann die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Iraner es schaffen, eine Rakete vom Iran bis Ankara und dann auch noch zielgerichtet auf ein Flugzeug fliegen zu lassen. Was in den letzten Monaten deutlich geworden ist, ist, dass die Zielgenauigkeit der iranischen Raketen, gerade was auch Installationen im Golf, also in der näheren Umgebung angeht, doch höher geworden ist. Also am Anfang hatte man noch das Gefühl, sie schießen und wenn sie was treffen, freuen sie sich. Jetzt mittlerweile, und da ist die Frage, ist das Hilfe von Russland mit Satellitenbildern, ist das Hilfe von China mit Technologie oder beides, dass sie genauer werden. Ob sie jetzt geschafft hätten,
diesen Präsidentenflieger zu treffen und die Gegenmaßnahmen, die natürlich auch für Raketenangriffe auf die Air Force One im Flieger schon installiert sind, zu überwinden, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber nochmal, wenn der Sicherheitsdienst da ein zumindest mal theoretisch machbares Risiko sieht, dann gehen die natürlich das nicht ein. Schon seit 2020 sagt der Iran, dass man Trump töten will. I may be gone too, because I'm their number one target. Damals haben die USA den iranischen Top-General Soleimani umgebracht. Er war der Kommandeur einer Sondereinheit der iranischen Revolutionsgarden und seit dann droht das iranische Regime eben ganz offen damit, Trump zu töten. Ist der Iran die größte Gefahr für den US-Präsidenten jetzt nicht politisch gesprochen, sondern eigentlich für das Leben des US-Präsidenten Trump? Also das ist wirklich schwer zu sagen. Natürlich ist der Iran der einzige Staat, der ja ganz offen sagt, dass er den US-Präsidenten töten möchte. Das muss man ernst nehmen. Der Iran hat Kapazitäten, der Iran hat Morde begangen. In der Vergangenheit hatte in Europa gegen eigene Oppositionspolitiker, der Iran hat mit der Hilfe der Hisbollah schwerste Terroranschläge begangen. Ich erinnere daran, in den 90er Jahren das AMNIA, jüdische Kulturzentrum in Buenos Aires, oder 2012 der Bus voll israelischer Touristen in Burgas, Bulgarien. Also der Iran hat Kapazitäten und hat den Willen. Aber natürlich ist der US-Präsident von vielen Seiten bedroht. Also der ist natürlich auch gerade in einer Situation, in der die amerikanische Gesellschaft sehr tief gespalten ist, und zwar auf beiden Seiten. Der Eindruck entsteht, die andere Seite, also die Republikaner oder die Demokraten, seien jetzt nicht irgendwie politische Gegner, sondern tatsächlich Feinde des Weiterbestands der amerikanischen Republik. In so einer Situation ist natürlich auch ein ganz gehöriges Bedrohungspotenzial für den amerikanischen Präsidenten im Land selbst. Und deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, der Iran ist die größte Bedrohung, aber er ist eine ernsthafte Bedrohung für Donald Trump. Aber die Frage bleibt ja schon, oder? Also der Iran droht ganz offen, dass man den US-Präsidenten töten will. Aber trotzdem muss man schon auch sagen, wenn sie es dann machen, wenn sie es überhaupt schaffen würden und dann durchziehen würden, das ist schon auch ein riesiges Risiko, weil die Gegenmaßnahmen, die dürften ja dann vernichtend sein. Also was klar ist, ist natürlich, sollte hier wirklich nur ein ernsthafter Versuch, ganz abgesehen von einem erfolgreichen Versuch durch den Iran erfolgen, wäre mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die amerikanische Reaktion verheerend, also auch für das Regime und wahrscheinlich auch für das Land. Aber man darf nicht vergessen, dieses Regime, gerade die Hardliner in diesem Regime, die eben im Moment die maßgeblichen Kräfte bei der Entscheidungsfindung sind. Das sehen wir bei diesem Verhandlungsprozess, der immer wieder durch Angriffe des Irans unterbrochen wird. Also man unterschreibt irgendwas seitens des Regimes und dann ein paar Tage oder Stunden sogar später greifen dann die Revolutionsgarden irgendwelche Schiffe wieder an, um den ganzen Verhandlungsprozess wieder von den Gleisen zu bringen. In dieser Situation ist eben leider davon auszugehen, dass es super ideologisierte Hardliner gibt in dem Regime, denen dann auch die Reaktion relativ egal ist. Also die schlicht und ergreifend nur Rache nehmen wollen an Donald Trump, persönlich und als Präsident. Insofern ist nicht auszuschließen, dass diese Versuche möglicherweise aktiv weitergehen werden. Und wie lange der Atem der Islamischen Republik sein kann, ist ja tragischerweise bei dieser Fatwa gegen Salman Rushdie zu sehen, wo Jahrzehnte später immer noch jemand versucht hat, dann tatsächlich Salman Rushdie zu töten und Gott sei Dank ihn nur schwer verletzt hat, in Anführungszeichen nur. Salman Rushdie, der bedeutende Schriftsteller, hat 1988 mit einem Buch den iranischen obersten Führer verärgert. Der hat dann dazu aufgerufen, ihn zu töten. Rushdie lebte jahrelang im Untergrund und 2022 hat er bei einem Anschlag ein Auge verloren. Also man muss diese Sache mit ideologischen Regimen, darf man niemals auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn natürlich das völlig unsinnig wäre und im Grunde genommen nichts erreicht wäre, wenn sie den amerikanischen Präsidenten töten. Die amerikanische Republik hatte das schon mehrfach in seiner Geschichte, dass der Präsident entweder verstorben ist oder getötet wurde. Und dann ist eben die nächste Sekunde später ein Vizepräsident der Präsident und es geht weiter. Für Kritik sorgt jetzt in den USA, dass die Gefahr für dieses Flugzeug offenbar so groß war, dass man den Präsidenten rausschleusen musste. Die Air Force One, oder besser gesagt das Flugzeug, das so heißt, wenn der Präsident drin sitzt, das hob dann trotzdem ganz normal ab. An Bord waren Regierungsvertreter, Staff, Journalisten, alles ganz normal, außer eben, dass der Präsident nicht drin saß, wie anzunehmen war. It is unprecedented and it is surreal, but it's also downright scary.
Es sei beängstigend, hat ein demokratischer US-Senator bei CNN gesagt. Er hat mehr Informationen zum Vorfall verlangt. Es sei da nicht nur um die Sicherheit des Präsidenten, sondern auch um die Sicherheit des Staffs und der Journalistinnen gegangen. Die Geschichte, die geht eben dann auch noch weiter. Bei einer Zwischenlandung in Großbritannien, da ist Trump dann wieder zurück ins ursprüngliche Flugzeug, also in die Air Force One, wenn man so will, gekommen, wo alle meinten, das sei er eigentlich die ganze Zeit gewesen. Und nicht nur das, er ist dann zu den Journalisten an Bord gegangen und hat dort Fragen beantwortet. Do you know why they had us close our window blinds? That was Ein Journalist hat Trump zum Beispiel gefragt, warum sie eigentlich die Sonnenblenden an den Fenstern schließen mussten. You're, probably on a dangerous night because of the sleaze bags that we have to deal with. Ja, vielleicht seien sie alle gerade auf einem gefährlichen Flug, hat Trump geantwortet. Das wirkt heute, wo wir wissen, was passiert ist, natürlich ganz anders. Als wäre das alles auch noch nicht genug, verplappert sich Trump dann auch noch. If they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. Ihn hätten sie nicht gebeten, die Sonnenblenden zu schließen. Klar, er war ja auch nicht im gleichen Flugzeug zuerst. Ich finde, diese ganze Geschichte, die erlaubt uns schon mal etwas zuzuschauen von außen, was offenbar im Hintergrund passieren kann, wenn die US-Geheimdienste plötzlich das Leben des US-Präsidenten in Gefahr sehen. Wobei man sagen muss, dieser Präsident, der hat, wie gesagt, schon mehrere Attentatsversuche überlebt. Stichwort Butler, Pennsylvania, wo Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung am Ohr getroffen wurde mit einem Schuss. Ich frage mich schon, ist Trump eigentlich gefährdeter als andere Präsidenten vor ihm? Es ist schwer zu sagen, ist er jetzt mehr bedroht oder nicht. Fakt ist, er ist definitiv bedroht. Fakt ist, es gab mindestens einen, möglicherweise sogar zwei ernsthafte Versuche während des Wahlkampfes, Donald Trump zu töten. Und Fakt ist, die Iranische Republik hat offiziell gesagt, dass sie vorhat, dies zu tun. Sagt Hans-Jakob Schindler, Senior Director beim Counter-Extremism Project, einer gemeinnützigen internationalen Organisation, die sich gegen extremistische Ideologien einsetzt. Bevor wir gleich durch sind, noch ein Podcast-Hinweis für euch. Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, der steht ja mächtig in der Kritik wegen seiner Teilprivatisierungspläne rund um die WM. In unserem Schwesterkanal News Plus Hintergründe, da gibt's seit heute eine Bonusfolge zur Podcast-Serie König Gianni, die Infantino-Story. Da stellen wir nochmal die ganz großen Fragen, wie sich der schlaue Fuchs und Taktiker Infantino derart verzocken konnte und was er jetzt tut, um bei der FIFA an der Macht zu bleiben. Den Link findet ihr im Podcast-Beschrieb. Das war's von News Plus für heute. Abonniert den Kanal doch gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Produziert hat diese Folge Marc Alemann, mitgearbeitet hat Nicole Roos, ich bin Raphael Günther. Wir sagen Tschüss und bis gleich. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.